Es geht weiter, stets heiter bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. In der letzten Folge herausgefunden haben, dass es offenbar auch noch eine blaue Batterieleiste gibt. Man sieht es zwar, doch hier sieht man es. Eine. Eine blaue Batterie, aber zumindest schon mal. Also zumindest eine, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll. Eine Batterie hat ja für mich, wie es so aussieht, drei so Batterieeinheiten, sag ich jetzt mal. Also eine Batterie besteht aus drei einzelnen. Und das ist dann auch eine Kombination davon, wie auch immer. Wenn man es jetzt halt einzeln betrachten würde, hätte ich ja 24, Entschuldigung, 24 Batterien, also 24 so grüne Striche, plus nochmal eine blaue. Also so interpretiert das Ganze jetzt mal. Und wenn es mit denen weitergeht, das werden wir in naher Zukunft, denke ich mal, noch weiter sehen. Jetzt ist es so, hatte ich eigentlich letzte Folge überlegt, von wegen, hey, Gerudo-Wüste machen, die ganzen Sidequests hier und so, also die meisten zumindest. Und, oh, ihren Schrein vergessen. Und vorher aber noch unser Bigon, was wir mal gefunden haben in der Truhe, also quasi schatzmäßig zu nach Hause zu bringen. Ne? Im Prinzip eine geile Idee, weil es ja auch eine geile Waffe ist, und die muss natürlich auch, geil, natürlich auch, wobei hat ein paar Kerben drin, egal. Die soll man natürlich, sag ich jetzt mal, eigentlich auch zu Hause verstauen. Das Problem ist nur, was ich gerade oft noch gesehen habe, dass ich zu Hause keinen Platz mehr habe, sprich, wir müssen wieder irgendwie ein bisschen anbauen und so. Und so wie ich mich dann kenne, denke ich mir so, jetzt kann ich das noch machen und dies noch machen, jenes noch machen, ist wohl wieder zur Hälfte vorbei. Deswegen sparen wir uns das für ein anderes Mal auf, vielleicht sogar dann für die Folge 160, wenn wir mit der Story weitermachen. Wir gehen jetzt trotzdem erst einmal hier weiter mit der Gerudo-Wüste und auch die Sache mit den Jäger, zum Beispiel mit dem hier ist ein Eingang für ein Jägerversteck, wo ich schon mal weiß, wo ich hier auch schon markiert hatte und auch weiß, dass wir dafür das komplette Jägerset brauchen. Wovon wir eins bisher haben, zwei wurden so schon angeteased, wo die ungefähr sind und so. Und die werden wir natürlich auch noch machen, aber alles in so einer Spezialfolge. Denn wenn ich dann, denke mal, hier war, dann noch hier rein oder umgekehrt, also erstmal hier ins Siegerversteck, ins große Versteck quasi. Und dann hier rein. Wir werden mal sehen, wie wir das Ganze machen werden. Aber erst einmal also kümmern wir uns um die sonstigen Sidequests, die wir noch so haben, ne? Weil sonst sieht es soweit sehr gut aus. Und nachher so alter Zeit, muss man mal gucken. Dann. Operation Moldora. Und Reihenfolge nachher. Operation dazu ganz Schreiner näher. Natürlich noch keinen hier. Warte mal, mach von hier und flieg schnell rüber. Schnell vor allem. Schnell. Ist nicht die Frage, ob denn das irgendwie so ein Schrein ist, der sich wieder leicht aktivieren lässt oder einer, der ein bisschen störrisch ist und so. Was Schreine betrifft, gibt es hier alle möglichen Formen. Extreme Kälte in der Nacht, ja, das ist auch nichts Neues. So, jetzt gucke ich gerade mal hier nach, aber dann hier. Ne, die Wurzel habe ich. Da hinten fehlt noch eine, war? Im Untergrund. Hier und hier sicher noch, eventuell noch ein paar mehr. Gut, Untergrund machen hier mit einem anderes Mal. Ist markiert auf der Karte, war? Oh. Jetzt weißt du aber auch, wieso ich eigentlich zu mir ins Haus wollte. Um dann noch ein bisschen zu pennen. Der Schaden, den ich gerade noch habe und schon nicht bekomme, der ist nicht so geil. Komm, ist was. Noch ein paar von denen sollte ich mal mit der Zeit ein bisschen loswerden. So. Problem erkannt, Problem gebannt, sage ich dazu mal. Ja, Lingenflick hat gerade ein bisschen, ist mir ganz scheißegal, komm. Oh, Drache ist aufgewacht oder schläft er? Ne, kommt gerade raus. Der Donnerdraht, den müssen wir auch noch bald. Ball, müssen wir so viel machen, Freunde. Ja, Dinge stellen nicht so an, als ob es in der Wüste nachts. Gut, ja, es ist ein bisschen kalt, ne?
Das ist auch schon das Moldura-Viech. Den Drachen machen wir auch mal noch eine Schuppe. Eine Klaue, Entschuldigung. Was ist denn da unten? Ah, die pennen. Ich wollte gerade sagen, er ist da eine K.O. und dann hat ihn mit K.O. gehauen oder was? Was ist das Vieh? Ich dachte gerade, hey, was klingt denn hier so? Hey, ich friere immer noch? Wo ich jetzt schon am Boden bin? Alter, diese Wüste. Ist ja ungeheuerlich. So. Machen wir eine Kombi, wa? Einmal Schrein aktivieren, bitte. Dankeschön. Dann natürlich das Teil hier schnell entfernen. So. Nein, reingehen nicht, Link. Schreine mach. Ja, obwohl es eigentlich anbieten würde, machen wir noch wieder ein anderes Mal. Ja, das Moldura-Viech platt machen. Oh, die Wüste haben wir schon lange nicht mehr, Leute. Das zweite Gebiet, was wir damals gemacht haben. Ja, der kommt auch hier hin. Was machst du hier? Ja, was jetzt? Moldura oder Kroxan? Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Wo ist er? Schwer geht er kaputt. Den Bogen nehmen soll? Ne, komm. Irgendwie schwer, dass er ein bisschen mehr Power drauf hat. Wie er schreit. Warte mal. Nein. Mist. Ich bin mir sicher, ob ich schon fotografiert habe. Aber egal, die spawnen immer wieder nach. Zwei Truhen. Zwei Truhen sollen sein. Königsschwert mit Weitwurf. Aber natürlich ein verrostetes Teil. Dann lass es mal lieber. Ja, bleibt zu. Ist Zweihänder verrostet mit Weitwurf. Da waren wir zu. Hat auch niemand. Gut, hätten wir das auch schon wieder, also zurück ins innere Hyrule, theoretisch. Wobei es gar nicht so schlecht ist, man kann eventuell mal ein bisschen pennen. Obwohl es jetzt gar nicht mehr nötig wäre, ne? Aber egal. Ich muss immer gucken mit diesen Operationsdingen, ob es dann vielleicht nochmal einen neuen gäbe. Ich freue mich schon auf einen Operation Silberner Leunel. Mhm. Der wird Spaß machen. Der plötzlich kommt extrem lange. Alter, Lag. Gucken nach oben. Ja, das gucken wir uns alle später an, Freunde, weil sonst, naja, alles gerade ein bisschen hauptstorymäßig und so.
Hä? Das ist auch einer von denen. Okay, schräg. Geht's bei dem wohl nicht, ne? Muss man einen anderen machen. So, voll Penny, warum? Bin ja eigentlich noch relativ fit drauf. So. Oh. Riesiger Explorer. Mein Monster erledigt. Moldora. Ja, geh mal kurz hin und guck nach, ob er tot ist. Jetzt sagt er plötzlich, oh nein, es sind noch 3 weitere. Ja, das war nicht den, den ich eigentlich machen sollte, aber egal. Oh. Immerhin 100. Dankeschön. Das waren schon alle? Ich kann sagen. Erledigt hast. Unbekannte. Naja. Himmelsriese. Das ist den ich schon gemacht habe. Oh. Nein, 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 aber schon. Der hier. Ah, Mist. Ah, war nicht König Gryok, er ist ein anderer, okay. Vermutlich ein Feuergryok oder so. Oh. 700, wenn man sein Dasein fristen soll, dass man seine Karte sehen. Ja. Oh. Wird wohl ein Frosch sein. Wollte sie mit seinem Riesenschlumpf verschlingen? Ja, ist ein Frosch. Habe ich aber nicht schon gemacht, wa? Oh. Ein paar Frösche haben wir schon gekillt mittlerweile. Über 9 Monster. Oh. Ne, okay. Oh. Ja, und selbst wenn, ne, müssen wir erst nochmal Plan machen. Noch einen. Holen wir eine Ebene von Südloch. Das ist später passendes Monster. Jetzt war gedacht, die hätte ich schon mal gemacht. Oh. Ja, hier ein Stab-Harzen. Ja. Ah, okay. Und Amani. Lang im Süden, Monster genau gesagt im Fall Roden. Fehlen noch die beiden. Und ich dachte, der Holmeter haben wir schon gemacht. Oh. Oh. Okidoki. Also Riesensilhouette, wenn ich es mal kurz mit der Karte vergleiche, kann man glaube auch schon vorstellen. Ja, hier, ja, das ist ziemlich sicher ein Frosch. Weil schon aufgrund der Sache, wie er es gerade formuliert hat. Passion Himmelsriese. Ein wahrer Gigant aus Stein. Ja, gut, das ist wieder so ein Blockmonster. Dreikampfmonster, das ist doch garantiert. Lass mich lügen. Wenn es hier unten ist, ja, ist markiert, ja, ist ein Feuergryok. Okay. Da gibt es glaube ich auch mal eine Folge, wo wir die ganzen Operationsdinge noch machen, ne? Die 3 hier. Okay, kriegen wir auch hin. Das Knochenpferd, oh, kein Bock drauf. Ich muss mal Wirbel, muss eh mal gucken. Heber-Riesenfossil. Habe ich da in der Nähe überhaupt? Ich weiß nicht gerade zu Gerudo, aber trotzdem. Ja, du kannst rein in der Nähe, wa? Da muss ich. Alter Schwede. Ja, aber wir müssen erstmal die Schreine. Am besten mit dem Untergrund erstmal die Schreine ausfindig machen. Humus Feldfrüchte? Nee. Ich hatte es in Gerudo-Wüste. Da Isha, kann es sein? An 4 Diamanten 10 Vorstellen müssen wir noch haben. Gerudo Messing oder Schieben vielleicht sogar in der Nähe der Stadt. Das könnte nämlich noch sein. Okay, okay. Erstmal kurz ausruhen nochmal. Lange brauchen wir gar nicht.
Sehr gut. Dann kurz hoch wegen dem Brunnenfaktor. Da haben wir mittlerweile auch ein paar gefunden. Ich weiß nicht mehr, ob es 3 oder 4 waren. Fiel mir vermutlich nicht. Ach ja, in der letzten Folge noch im Untergrund. Bei seinen Brüdern hier. Bin gespannt, was er noch zu sagen hat. Und ist es so... Ja, nee, doch nicht. Hey, okay, da er doch jetzt seine Brüder aktiviert hätte. Dass er alle Materialien hat, aber er hat auf die Gewänder, die neuen Waffen und so nur bei den Brüdern, war? Okay. Dann sei es drum. Dann sei es drum. Die Brunnenfanatikerin, die ist ja unten. Hm. 23 Brunnen. 23? Scheiße, die Welt muss ich auch noch machen. Okay. Scheiß drauf. Wir gehen zurück nach Gerudo-Stadt. Und gucken uns doch mal noch ein bisschen um, wa? Wenn ich natürlich hier und dann hier noch so noch ein paar Schreine hätte. Da habe ich... Warum habe ich da markiert? Also in Waffen generell? Aber gab es ein paar, wenn ich mich richtig erinnere. Lade schneller, lade schneller, lalalala. Oh. Sogar 2 Drachen. Achtung, Zelda, da kommt jemand. Ah, ja. So. Was wir in der einen Quest noch, oder? Was bedeuten die Zahlen? Genau, da war doch was. Deswegen habe ich sie auch markiert. Ja, auch so eine verrückte Quest, was glaube ich um Koordinaten ging, ich erst mal ansteuern sollte. Da haben wir Richu. Schwert in der Hand. Die Kämpferinnen mit Schwert in der Hand weisen Weg zum Schatz unterm Sand. Ja, vielleicht. Vielleicht schaffen wir das ja auch noch heute oder morgen, also beziehungsweise heute oder nächste Folge. So, warte mal, da haben wir einen Gerudo-Bogen, den brauche ich ja nicht, war für diese ominöse Schatzquest hier. Gerudo Mess und Gerudo Schild, das muss auch alles in der Nähe sein, doch irgendwo, wo war denn das? Hat doch irgendwo mal gesehen hier. Niemand da. Okay, der Eingang in der Untergrundstadt ist weg. Dann ist der hier. Wenn der Bogen dort... Wo zum Henker war das schon wieder? Mein Orientierungssinn ist für die Katz. Gerudo. Nix. Ist doch jetzt gleich. Nee, da oben war noch was. Genau, da war glaube ich nur der Speer, aber. Die Gerudo-Lanze. Irgendwie falsch im Kopf, das gab es hier gar nicht mehr.
du, 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 du. Aber richtig kaufen kann ich es. Also, darf nur markieren, ne? In der Sidequest hier. Kaufen konnte ich hier auch ein paar Dinge. Ja, erinnere mich. Das hilft uns leider bei der Quest nicht. So. Basak. Hä? Mhm. Mhm. Na? Ja, ein Hinweis darauf, wo die Materialien wären so schlecht, um ehrlich zu sein. Gut, nein, dann kann ich das Teil ja wieder weg. Hier, Markierung löschen, weil dann bringt mir dann nichts mehr. Warum haben wir denn da noch das Ding markiert? Der Schatztruhe. Junge, ist das lange her. Ah. Das ist dieser seltsame Geheimladen sogar. Ja, das Ding habe ich ja. Schneestiefel und Sandstiefel. Ach, deswegen also markieren, ne? Und hier die Ausrüstung noch viel dazu. Okay. Die Frage ist nicht das falsche Symbol vielleicht sogar. Klamotten habe ich zwar nicht, sondern machen wir das hier. Weil wenn irgendwann mal durch mit dem Spiel ist die Gefahr sonst groß, dass ich sowas übersehe. Weil ich mir denke, ist ja nur meine Schatztruhe oder so, die ich schon mal geholt habe. Also denke ich mir, da könnte noch irgendwas sein, eine Quest oder so. Und mach's deswegen. Gut, der wahre Heldemut. Ja, die können wir sich eigentlich auch mal angucken. Weil ganz ehrlich, das Ding hier ist zwar schon cool. Moment. Ich kann mich, glaub noch irgendwie erinnern. Ganz schwach. Sehr schwach sogar. Dass es vor der Stadt mal Raubschleime gab. Zum Glück haben wir keinen Sandsturm mehr. Diesen Raubschleim war es doch so, dass die irgendwie diese Waffen gedroppt haben. Oh. Aber sehen wir Sonne hier. Ja, die waren natürlich nicht Oberfläche, sondern im Untergrund, war. Nordgehudo-Ruinen, genau, Moment. Ganz auch hier ein Eingang. Ein paar Monster gab es ja auch, okay. Rotsmerk war hier schon der Eingang.
finde den Eingang nicht mehr. Das ist jetzt ein Problem tatsächlich. Hä, wo bin ich denn da rausgekommen damals? Ich war noch damals im Untergrund unterwegs und haben hier danach Richu getroffen. Oder damals noch der Sandsturm hier wütete und wir deswegen nicht vorwärts kamen, muss ich durch den Untergrund hindurch. Was ist doch hier? So, warte mal, da war ja Elementschaden, war. Element. Sag mal. Dass wir hier noch sind. Oh, diese Scheiß-Quest wieder. Aber ich kann mich erinnern, dass es irgendwie hier war. Also, du, ich glaube mir zu erinnern. Da unten selbst sind ja keine Raubschleime, ne? Ja, sonst müssen wir uns vielleicht für den nächsten Folge so aufsparen, damit wir mal. Ich werde erstmal wieder ein bisschen informieren, beziehungsweise ein bisschen suchen gehen. Der hat es zwar, ich weiß nicht, ob das der richtige ist. Ernsthaft? Schockresistenz habe ich ja eigentlich nicht so im Petto, wa? Nee, bringt nicht viel. Oh, der war natürlich auch gut, dankeschön. Warte mal. Kann Zeit verlieren. So. Jetzt kann ich wieder zurück. Warte vorhin auf. Das Ding. Ein Sonnenschild, das ist doch nicht der richtige. War doch ein Gerudo-Schild und kein Sonnenschild. Der bricht eh gleich, kann dann so weg. Dann der kann auch mal weg. Dann haben wir hier einen neuen Königsbogen. Konstruktbogen. Lass ich auch mal weg, komm. Müssen wir ein bisschen aufräumen hier. So. Ja, aber eben ist ja ein Sonnenschild, kein Gerudo-Schild, ne? Komm, ist was, machen es anders. Machen wir erstmal das Ding hier, oder? Bringen zu den Ruinen. Aus welchem Grund habe ich damals diese Quest mehr verfolgt?
Das ist eigentlich nicht so schwierig aus tatsächlich. Gute Nacht, ich glaub's nicht, ey. Einfach irgendwo da drüben sein, wa? Geh mal zum Sandrubenverleih, komm. Sauber. Sava, Sava. Ist zumindest ein Teil der Wüste schon mal auf Ruinen gestoßen, ins riesige Stein gegenüber stehen. Noch nicht wirklich, aber okay. Robbe mit Schlitten. Basak. Eine Schlittenrobbe, bitte. Am Osttor geht's los, am Osttor geht's los. Bitte sehr. So, bin ich wundern, Freunde, ich habe es letzte Folge auch schon mal angekündigt, oder vorletzte. Die Folgen hier, wo es... Ach du scheiße Luchmund. Wo es ein bisschen um vor allem Sidequesterei geht, die werde ich, sag jetzt mal ein bisschen leider, mehr oder weniger, ein bisschen länger machen müssen, weil wir eben sonst kaum vorwärts kommen. Das nochmal so ganz kurz zur Info. So, warte mal. Was ich hier sind noch die Statuen. Daran erinnere ich mich sogar noch knapp. Ich glaube, es auch schon ein Vorgänger. Genau, also nicht wundern. Kann daher gut sein, dass die Folge, wir sind ja auch schon mal 30 Minuten, irgendwie erst bei 40, 50 oder sogar noch später erst zu Ende geht. Weil sonst, eben ich komme sonst nicht vorwärts bei dem Let's Play. Gefühlt. Irgendwie zwar schon, aber gefühlt halt eben nicht. Nein! Ja, ein Krog drauf. Oder von Moldoras. Ja, da sagt sie was Richtiges. Ja, eigentlich richtig soweit. Die Perleneinöde. Wow! Hey, halt hier an! Wo? Sieh sich rein das an! Schöner Blumenmond, ja. Riesige Statuen. Und gegenüber? Nanu? So umgefallen, aber da ist auch eine Statue, nicht wahr? Sie muss mich ja noch entlohnen. Sie muss nicht, aber... Bring mich zu den Ruinen. Ja, ja, da oben ist wieder was. Wo muss ich hin? Ich sehe nichts. Es ist viel zu rot, ich sehe nichts. Ist nach vorne? Mein Gegner. Ja, dann komm halt Ganondorf. Mach deinen Zug. Wenn des Blutmonds Licht. Die ganze Welt färbte. So.
Gar kein Problem, Freunde. Du hast mich gefunden. Juhu. Tschüssi. Hasta la vista, Baby. Wir haben noch noch diese seltsame Quest mit den Kugeln, wa? Die ich elegant, wie ich bin, natürlich jetzt ein bisschen umschiffen habe. Ja, machen müssen. Was ist das hier? Wahre Heldenmut. Naja, genau. Ja, noch Landschaftsdekoration, glaube ich, mache erstmal das hier und die beiden. Und dann versuchen wir vielleicht danach noch mit dem und dem hier. Anstatt die Ruderwüste ist noch etwas. Noch viel zu tun, Freunde. So, Landschaftsdekoration, aber nicht zu vergessen, Karte. Dann braucht es dann nicht mehr. Und dann ist ja noch ein bisschen die Frage mit Schreinen hier, ne? Warte mal, jetzt mal da. Ja genau, hier müsste noch einer sein, genau, wenn ich den noch erreiche, dann bei dem waren wir schon, okay. Das war schon mal gut. Da muss einer sein, da wissen wir, das haben wir schon gesehen. Noch irgendwie einen Schatz oder so übersehen, keine Ahnung. Da. Hier wird es ja noch ein paar Schreine geben, wenn hier einer ist. Ich kann mir vorstellen, dass hier unten, doch hier muss noch einer sein. Wir machen uns mal auf zu dem hier, wa? Je nachdem, wie lange der dann dauert. Oh, wo fliege ich denn gerade hin? Je nachdem, wie lange der dauert, hätte ich jetzt gesagt, können wir vielleicht danach sogar die Folge abschließen. Was ist klar bei dir? Scheiß Elektroviech. Ja, Stromgegner sind eh so mühsam. Warte mal. So, ein Zitterling. Ja, bloß nicht zittern, Freunde, ne? Schön die Kurve nehmen. Und Hühnerhoppe-Reiter. Wenn er fällt, dann schreit er. Ja, wenn ich falle, schrei garantiert. Ein paar Zitter alle hier unten. Servus. Oh, scheiße. Das war knapp. Moment. Nein, Moment. Das ist gerade, hä? Habe ich da was markiert? Am falschen Ort vor allem. Schon wieder falsch. Hä, ist das Teil irgendwo in der Mitte oder was? Ist das hier? Oha. Das sieht vielversprechend aus, wa? Rein da! Treibsand Höhlensee. Oh weh, oh weh. Ja gut, wenn es hier kein Ding gibt. Ein Schrein, einen fresseren Besen. Aber ist die Waffe eigentlich geeignet, um hier... Ah, cool. Natürlich eigentlich die falsche Waffe, wenn wir ehrlich sind. So ist einer von den Viechern da. Dann suche ich eigentlich den Schrein. Aua! Okay, müssen wir erstmal hochkommen, wa? Ich glaube,
So klappt das aber. Ja, ja, ja. Perfekt. Hä? Wieso tue ich bitte da? Hättest du vielleicht die Güte, mal kurz rüber zu kommen? Oh, das ist auch gut. Nicht so zittern, Kumpel, nicht so zittern. Ich brauche einen Flügel. Oh, das ist noch stärker. Ja. Puh, dankeschön. 10 Stück können wir noch wieder mal versuchen, war bei unserem guten Kumpel. Das ist doch knapp mit der Ausdauer. Die Ausdauer vom Trabsen ist echt übel, Junge, Junge. Gut. Da unten ist jetzt die Frage, ist nur das Vieh da oder ist er noch mehr? Weil, wie gesagt, mir fehlt irgendwie noch der Eingang zum Schrein. Gerudo-Schild, da ist er ja. Kaum frage ich, schon kommt er. Königsschild, ja gut, jetzt ist es ein bisschen zu viel des Guten. Und kann natürlich auch cool aussieht und so, aber... Kann man ein Waldschild ablegen, ja, das ist so eine schlechte Idee. Naja. Okay, Leute, ich habe trotzdem ein Problem. Ich habe die Höhle zwar gemacht, aber wie komme ich jetzt zum Schrein? Gemäß meiner Angabe wäre der ja eher ein bisschen versetzt nach rechts, wa? Der Schrein ist rechts. Krass, wie viel Ausdauer ich brauche, um hier ein bisschen auf dem Sand zu latschen. Ja, eigentlich wäre er hier, aber von hier kann er ungefähr runter. Kommen wir hier wieder hoch? Tatsächlich. Nach direkt wieder rein, war. Hä, wo ist der scheiß Schrein? Ja gut, also erstmal vielleicht mal erscheinen muss, das sehe ich noch ein. Was hat mit dem Gebilde da zu tun? Gucken wir mal ganz kurz nach. Ansonsten, wenn wir wieder mal dann kurz cutten, wenn wir in der nächsten Folge weiter gucken. Das sieht schon irgendwie sehr verdächtig aus. Klar, es kann jetzt nur für die Mine unten sein und so. Wir haben gesehen, dass es da unten irgendwie trotzdem mehrere Eingänge gab. In die Höhle von mir aus. Da ist trotzdem auch so ein Shika-Relikt. Shika, sage ich schon. Sonau. Leider nichts mit einem Shika. Leider nicht.
Gut, ich meine, wir haben einen tollen Ausblick, das stimmt. Trotzdem kein Plan, wo ja der scheiß Schrein sein soll. Da geht's auch nach unten. Könnte da noch etwas sein? Kann ich noch ein Ding hier setzen, wenn wir da schneller zurückkommen? Ja, okay. Ist ja keine Höhle, war? Okay. Er ist nur ein Felsen. Es ist einfach nur mal da aus, könnte es eine Höhle sein. Ich war mir nicht so sicher vom Winkel her und so. Winkelried quasi jetzt auch sein können. Ah, das ist doch Kacke, Mann, Kacke, Mann, Kacke, Mann. Das ist einfach Kacke, Mann, la 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 la. So ein paar Gegner. Das war der Donnertempel. Okay. Ja gut. Freunde, ich würde trotzdem mal sagen, wo wir jetzt nicht so viel geschafft haben, wie ich gerne gehabt hätte. Wir gucken nächste Folge, ob mein Plan aufgeht. Hey, in der nächsten Folge würde ich gerne die beiden Dinge noch machen. Aber jetzt erstmal noch einen Schrein hier finden. Muss irgendwie aufzutreiben sein. Wir werden sehen. Bis dahin. Tschüss.